Hallo zusammen und herzlich willkommen da zu meinem neuen Video auf meinem Channel. Heutige Video legen wir den Fokus auf die neue Zombie-DLC-Map, The Darkest Shore. Ihr seht da vielleicht an meiner Zombie-Statistik, ich bin nicht gerade so der Zombie-Suchte. Ja, ich spiele es wirklich wenig, vor allem in letzter Zeit. Aber trotzdem möchte ich euch mal da die neue DLC-Map zeigen. Darum fangen wir da gerne mal an. Erwartet einfach da nicht gerade ein mega geiles Gameplay von mir. Wie gesagt, ich habe wirklich eigentlich keine Ahnung von Zombie-Modus, vor allem nicht da im neuen Spiel. Habe mal den Final Reich zweimal angespielt, das noch nie. Mal schauen, wie es wird. Wir sollen uns einfach überraschen und schauen, wie sie die Map da gemacht haben. Dann noch eine kleine Story. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, um was das da in der Story geht. Also bei den Zombie-Maps hat es immer so eine kleine Story dabei. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt da der Final Reich und das zusammenhängt oder ob das einfach eine neue Geschichte ist. Jedenfalls sehen wir da mal 4 Leute auf dem Boot, also da noch ein paar Soldaten. Und ja. Aber was mir da gerade wirklich mir spontan auffällt, ich habe ja die Kampagne auch noch nie gespielt, die sieht zwar auch geil aus, jetzt so von den Cutscenes her, aber da auch, die Leute, die sehen wirklich mega echt aus. Das ist wirklich krass gemacht von der Grafik her. Richtig filmwürdig, also der sieht jetzt wirklich nicht schlecht aus. Da sind unsere Soldaten, Broodies, sind nicht mehr da. Und was ist das, der Zombie-Melder von denen, oder? Ich denke, wir werden jetzt gerade erfahren, was los ist. Die Leute, die hinter uns sind, sind auch nicht mehr da. Ja, der eine schießt schon an. Also wir sind einfach auf einer Insel, so wie er gerade gesagt hat. Und da kommen in dem Fall Zombie-Soldaten aus dem Wasser. Okay. Ja, die sind geil gemacht, sehen nicht schlecht aus, die Zombies da. Wenn mir schon bei der Final Reich denkt, wirklich krass gemacht. So, jetzt wir sind also da am Strand gestrandet und kämpfen uns da mal ein bisschen durch Zombies durch. Geil ist auch die Schaufel, die sieht wirklich auch die Szene sieht nämlich geil aus, wenn man da einen Zombie den Kopf mit der Schaufel abhat. Aber was ich gerade gesehen habe, ist, es gibt nicht mehr viele Punkte. Also, vor allem wenn man doch einen gemessert hat, ein Zombie hat es irgendwie 130 Punkte gegeben und er hat schon glaube 100 und normal angeschossen irgendwie 10, irgendwie so ist es gewesen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch die Map abhängig ist von den Punkten her, keine Ahnung. So. Das Einzige, was mir da in dem Spiel oder schon, es ist glaube schon bei Black Ops 3 so gewesen, ich weiß nicht, ob es sogar vorher schon so war. Jedenfalls hat man da im Zombie-Modus auch wie eine kleine Klasse-Editor. Wir haben auch so 3 wie Perks, die man mitnehmen kann. Okay, ein Strand überlebt, nice. Ja, so Perks, die man mitnehmen kann. Zum Beispiel habe ich mal gelesen, irgendwie 3 Waffen, 3 Primärwaffen. Oder irgendwie so schneller nachladen und weiss nicht was alles. Und dann haben da noch ein Special. Ich habe da glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, den rein. Wenn er voll aufgeladen ist, kann ich einsetzen. Und dann haben die Waffen, die ich gerade habe, Zeit lang unendlich schiessen, mittlerweile nicht nachladen. Also fetzt recht, wenn eine große Zombie-Horde vor dir ist. Keine schlechte Sache. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es ist auch ein bisschen komisch. Finde ich, ja, Klasse-Editor ist halt sich nicht so gewohnt gewesen. Weil früher hast du einfach mal ein Spiel zack gestartet, hast einfach probiert so möglichst lange überleben. Und ja, das macht es so ein bisschen komplizierter. Aber natürlich, wenn du da mit dem also wie im Online der Klasse ein bisschen befasst, ist es sicher auch easy in der Zeit. Also ja, es ist einfach so, so als Gelegenheitsspieler wie für mich ist es ein bisschen mühsam,
du dann da alles genau musst lesen und informieren, was gut ist, was etwas nützt und ja. Jetzt sehe ich gerade, es gibt wieder 130. Das war einfach noch beim Anfang. Ja, so mal zum Spiel. Jetzt bin ich mir da. Ich mich wundern, wie viel das man von dieser Map sieht, weil die Zombie-Maps sind wirklich, da kann man sagen, immer riesig eigentlich, die meisten jedenfalls. Es ist wirklich richtig viele Zonen, die es damit gibt zu erkunden. Und in der neuen gibt es ja auch so viele Easter Eggs und es gibt auch so richtige Bossfights. Und das Geile finde ich halt wirklich am Zombie-Modus, so nach allen 5 Runden, ne? Oh krass. Kommen ja so wie kleine Bossfights, sag ich jetzt mal. So, Typ 100 gönnen. Ja, und die Bossfights, also es sind so kleine Bosse, es sind ja keine richtige oder so Spezialzombies, aber die sind zum Teil richtig heftig gemacht, finde ich. Also richtig geil gemacht. Und ja, die bringen dann nochmal so ein bisschen Abwechslung und Spannung ins Spiel, so zu den Basic Zombies. Da finde ich immer geil. Also, da bist du irgendwie so wie ein bisschen motiviert, finde ich. Oder jedenfalls ist es für mich so gewesen, um ja, immer wieder 5 Runden zu überleben. Also, dass du immer wieder neue Gegner siehst und so. Es sind wirklich immer wieder neue Zombies gekommen, von diesen speziellen. Und da hat es schon geiles Feeling gegeben. Bin auch gespannt, was da für Zombies kommen. Also, wenn wir es überhaupt bis Runde 5 schaffen sollten. Oh. Was ist das? Verladen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was da die ganzen Sachen sind. Teilweise noch von früher, aber da wo neu ist. Ich habe keinen Plan. Wieso wird es jetzt da so hoher neblig? Das gefällt mir gar nicht. Oh shit. Ich sehe genau gar nichts mehr. Das ist neu. Das gefällt mir nicht. Ja, das ist neu, das gefällt mir nicht, mir auch nicht. Ja, und was ich auch ein bisschen finde, der Zombie-Modus, also ich finde es richtig geil, dass der im Call of Duty ist, auch wenn ich persönlich nicht so viel spiele. Weil ich kann wirklich länger als 2-3 Stunden kann ich den Modus nicht spielen, wird mir dann einfach irgendwie ein bisschen zu langweilig, ein bisschen zu eintönig. Aber ich finde gleich gut, dass er drin ist. Weil wenn du auch so überlegst, Call of Duty, viele jammern oft, ja, Call of Duty ist mega teuer und alles. Und wenn du das so überlegst, wenn du auch den Zombie-Modus zum Beispiel ein bisschen ausnutzt und den gerne spielst, hast du eigentlich eben so einen Zombie-Shooter, wo im Laden locker mix, ja, ich sage jetzt so zwischen 30 und auch 70 Stutz kostet. Hast du eigentlich in diesem Game als ja, sozusagen gratis Zusatz dabei. Und dann eben noch der normale Shooter. Also hast du eigentlich wie 2 Games. Preis von einem sozusagen. Finde ich schon geil. Aber ich will jetzt niemals das Call of Duty halt ja, nur wegen dem Shooter, nur wegen dem Zombie-Modus kaufen, weil ja, für da reizt er mich gleich zu wenig. Es gibt ja anscheinend so Leute, also nicht gegen die oder so, aber ja, für mich wäre es jetzt nicht. Aber eben so ab und an mal eine Runde mit Kollegen, so auch Splitscreen und so, das ist noch geil. Aber was mir wirklich aufgefallen ist, jetzt auch im World War 2, ich habe viele Kollegen, die amix den Zombie-Modus auch in der Freundesliste gesucht haben, so Black Ops 3. Und da irgendwie nicht, also ich habe fast keinen gesucht. Ich sehe selten bis gar nie einen, der den Zombie-Mode spielt. Da. Klar, beim Anfang verstehe ich es, dann willst du ein bisschen im Online-Level vor allem, aber jetzt, das Spiel ja vielleicht schon ein Weile draussen ist, vielleicht der Multiplayer nicht mehr so Spaß macht oder nicht mehr so spannend ist, gehen gleich wenig bis eben fast niemand von meiner Freundesliste auf den Zombie-Mode, was früher halt viel häufiger so war. Und darum frage ich mich auch, ja, ob der Zombie-Modus für immer da bleibt oder ob sich die Entwickler irgendwann denken, ja, komm, der hat zu wenig rendiert, machen wir den nicht mehr. Weil, ja, sie haben ja zum Beispiel bei MW3 haben wir ja auch mal so einen Überlebensmodus gehabt.
Und der ist, ja, da finde ich den Zombie-Modus schon viel besser, weil der Überlebensmodus, keine Ahnung, das war einfach etwas gewesen für mich. Das ist ja im Prinzip der Zombie-Modus mit normalen Soldaten, so als Zwischenboss, ist zum Beispiel Juggernauts oder so gehabt. Aber ja, es ist einfach nicht so spannend gewesen, finde ich. Also, da hat mir der Zombie schon viel mehr gefallen. Es war einfach wie ein langweiliger Online-Shooter gewesen. So basic halt. Da mit der Zombie macht es dann noch Glauben uns ein die bisschen einen Alliierten Unterschied. unsere Geschichte. Aber eben, weil es halt so wenig Leute, also gut, ich weiß nicht, wie es sonst ist, ich schaue halt auch nicht so Der Zombie-Videos Aufzug oder hat scheinbar noch mehr da davon Ahnung von dem hochzufahren. Zeug. Ich weiß nicht, wie da die Community dazu ist. Oh shit. Jetzt gesehen, das ist Runde 5 und da hat so kranke Siechen rum. Ah, jetzt haben wir zum Glück die Welle gerade beendet gehabt. Oh, fast gestorben, oder? Ja, ob der Zombie-Modus wirklich für immer bleibt, keine Ahnung. Aber ich weiss die Zahlen auch nicht, wer wie viel da spielt. Ja, es wäre schon schade, würde es nicht mehr geben, finde ich. Aber ich denke jetzt auch nicht, dass sie den abschaffen werden, weil eben, es gibt gleich sicher noch einige Spieler, wo sich das Spiel nur wegen dem Modus holen und es ist so langsam so ein bisschen das Markenzeichen für Call of Duty, ist so ein bisschen cool. Wenn wirklich schon ein paar Jahre dabei ist ja schon seit dem World at War dabei, dort ist glaube ich das erste Mal rausgekommen. Seitdem eigentlich eben bis, glaube ich, gut, MW2 hätten glaube ich auch nicht gehabt und MW3 ja nicht. Aber so Black Ops Style und so, die haben ja alle dabei gehabt. Darum denke ich, er wird es schon erhalten bleiben. Aber vielleicht, ich weiß ja nicht, wie der bei anderen Spielen ankommt, da eben das Klassen-Setup und alles. Vielleicht wird er wieder oldschool. Vielleicht bleibt er so. Keine Ahnung. Da lassen wir uns mal überraschen, wie es wird. So. Runde 6 und mit verdammt viel Cash. Dadurch haben wir nicht. He? Das Ziel ist ja da auch immer irgendwie den Strom anzuschalten. Klingt mir zwar meistens nicht, wenn man da in den Bunker kommt. Könnte ein U-Boot-Bunker rein. Er stand auf der Abschnitt. Ja, keine Ahnung, wo wir da genau sind, die war für eine Location. Wir sind auf einer Insel mit wo U-Boote gebaut werden, kein Plan. Was ist das? Sniper. Gut, Sniper ist zwar recht geil. Im Zombie-Mode tust du irgendwie wie Aimbot, so ziemlich jeder Quickscope trifft. Und Zombies sind meistens One-Shot. Oh. Aber ich lasse jetzt mal so lange noch MP-Schüsse haben. Wichtig ist, im Zombie-Mode, ich bin zwar kein Pro, aber bleiben immer in Bewegung. Gehen nie in so eine Ecke wie da zum Beispiel und denken, ich kann da abzielen. Wir werden nämlich so überrennt. Ich will immer schauen, dass ihr freie Bahn habt. Oder verschiedene Ausweichmöglichkeiten. Und jetzt da, wo ich gerade bin, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da kannst du nämlich immer hin und her rennen eigentlich. Und ihr seht da. Bis jetzt sind sie noch recht langsam und noch nicht so übertrieben viel. Also kann man da eigentlich immer gechillt rundherum rennen. Aber natürlich gehen jetzt irgendwie die Schüsse aus, was ein bisschen dumm ist. Aber da haben wir Insta-Kill. Oh, fuck. Ah, jetzt müssen wir alle wegballern. Was ist denn gewesen mit mir? Ihr seht da unten auch links, da bei meinem Charakter, das Leben. Da ist früher nicht so gewesen, ich finde noch gut, dass es angezeigt wird, du weißt wenigstens, wie du das noch hast. Aber früher ist glaube ich so gewesen, 2 Hits und du bist glaube ich da gewesen, oder 2 hast du ausgehauen, beim dritten bist du da gewesen. Dann hast du ja mit der Zeit auch wieder langsam generiert. Soweit ich das weiß. Aber ja, was gibt es sonst noch über den Zombie-Mode da zu sagen? Ja, Pack-a-Punch-Waffen sind geil. Keine Ahnung, ob es das da auch wieder gibt. Aber ich denke schon, das ist auch so. Ich weiß gar nicht, ob es das seit Anfang an gibt oder ob da Black Ops 2 oder so vor ist. Jedenfalls ist da
Ich kann da mittlerweile zuerst. Wow, shit. Irgendwie zuerst den Strom einschalten und alles. Und wenn euch das gelungen ist, gibt es glaube ich irgendwo so einen Schalter oder irgend so ein Dings. Und du kannst Packer Punch kaufen. Das tut dann deine Waffe krass verstärken. Ich habe 5000 gekostet oder 10.000 pro Waffe, ich weiß gar nicht genau. Ja, jedenfalls macht das eure Waffe noch richtig stark. Es verändert sie auch. Zum Beispiel, wenn ihr MP oder so habt, zum Teil hat sie dann zum Beispiel explosive Schüsse und so. Also, dann haben wir wirklich eine richtig geile Waffe. Ne? Das finde ich aber auch noch etwas, was noch geil gemacht ist. Dass sie eben so Sachen drin haben. Das macht das Spiel gut, finde ich. Und auch eben ein bisschen spielenswert. Dann hast du auch ein bisschen das Ziel, um etwas erreichen. Das finde ich ganz gut gelöst. Oh. So. Also man sollte ja eigentlich eben immer den Strom anschalten, aber... Oh, irgendetwas habe ich jetzt da aktiviert, weil das ist ein Fall war. Ah, okay, da wäre noch geil gewesen vorher. Aber es gibt glaube ich keine Punkte mehr zu töten. Ja, das ist auch nicht so mit den Fallen, ne? Aber ich glaube, wenn ich da reinlaufe, bin ich glaube auch tot. Ich probiere es jetzt lieber nicht aus. Die Falle ist schon wieder vorbei. Und wenn wir da mal Sniper. Ah nein, das ist ja nur mal Sniper. Das könnte sich snipen, da bist du Thompson. So. Oh, Scheiße! Runde 8, so ein kranker Sicht da, ey. Was macht der? Was ist das für eine? Der Behinderung, was ist mit dem los? Hat der einen auf dem Rücken? What the fuck? Der hat irgendeinen Typ auf dem Rücken gehabt. Oh mein Gott, der hat jetzt richtig krank ausgesehen. Ja, wirklich. Ja, Call of Duty, da meine ich eben, die Charakter da, die sind eigentlich wirklich, wenn du es jetzt so mit einem erstklassigen, also Horrorspiel, oder beziehungsweise mit einem Spiel, wo wirklich nur sich mit Horror auskennt, so à la Resident Evil oder Silent Hill, dann können so die Bosscharaktere echt gut mitheben, wirklich. Also, wow, fuck. Und so richtig krank sind die aus zum Teil. So. Bis jetzt läuft es ja ganz gut. Aber ich frage mich auch, ob man überhaupt das Spiel durchspielen kann. Weil, wie gesagt, bei den anderen... Ah, jetzt wird es wieder neblig. Immer wenn man da raufläuft oder was. Bei den anderen Spielen gibt es ja... Also bei den anderen Zombie-Modes gibt es ja zum Teil wie so Bossfights. Wow, scheiße. Gibt's wie Bossfights. Und dann frage ich mich, wenn du das besiegst, das ist so ein Endboss, ob dann das Spiel auch fertig ist oder nicht und da kommt verdammt krankes Tier. Aber der sieht mich gar nicht, oder was ist mit dem los? Der mich so richtig an die Monster von Dead Space erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr Dead Space kennt. Oh shit. Für alle, die es nicht kennen und Horror lieben, sucht das Spiel. Die 3 Teile auf der PS3. Richtig empfehlenswert und richtig krank, nicht für schwache Nerven. Oh, und der sieht wirklich genau so aus. Ich glaube Necromorphs oder so heißen die. Auch mit so langen Ärmeln, so, wo die amigs angumpen. So. Wow, fuck. Der ist unsterblich. Ich weiß auch nicht. Aber der verschwindet immer irgendwo. Ich kann euch nicht sagen, wo der hingeht. Und da ist jetzt wieder so ein Two-Face. Schaut euch den mal an. Aber der hat eine Bombe in der Hand, ja. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Der greift euch, jagt euch.
Und dann sein kleiner Kollege auf dem Rücken haut der Bombe drin. Und dann das komische Monster geht immer da rein. Ich weiß nicht, ob der da in das Loch hineinkriecht oder ob der da drüber jumpt. Keine Ahnung, aber gestorben ist er nicht, aber er hat sich verpisst. Oh. Ja gut. Ja, das ist nichts mehr. Ja gut. Es geht. Ah nein. Das ist nicht so gut wie ich gedacht habe. Ich habe gerade gedacht, dass ich die Überwaffe. Wow. Die sind auch richtig krank drauf. Schau ich die mal an. Die nehmen keine Arme und. Aber einem voll auf euch zu. Ich weiß gar nicht, ob die einen beißen oder was die machen als Angriff. Aber gut, 10 Fälle war jetzt recht gechillt gewesen. Aber ich würde auch gerne weiterkommen. Aber der Zombie-Modus, ja, der ist immer auch ein bisschen mit Rätseln verbunden, eben, ihr seht es da gerade. Wir müssten da, Flinke Finger arbeiten flinker. wahrscheinlich der Strom irgendwo ist. Ah, da. Schon haben wir es. Wow. Das ist eigentlich gar nicht so schwer gewesen, eben. Man muss ja immer den Strom da mal anschalten. Und wenn wir es eben dann geschafft haben, dann ist erst eigentlich die Map richtig spielbar. Da sind wir jetzt vorher nicht durchgekommen. Zack, jetzt sind wir Ich bin nicht richtig gefühlskalt, Bunker. aber wir müssen die Leiche untersuchen. Vielleicht finden wir etwas. Okay. Eigentlich würde ich hure gerne die Shotgun kaufen. Aber ich habe noch so viele MP-Schüsse. Und verschießen wir jetzt mal die MP. Wow, scheiße. Was auch im Zombie noch lustig ist da mit der Teddybär-Kiste, oh, nicht sterben. Nein, das ist jetzt dumm gewesen. Ah, jetzt habe ich ja den Wiederbelebungsding gekauft, stimmt. Aber wo sind sie jetzt hin? Sind die jetzt alle tot? Ja, schnell weg. Also die Teddybär-Kisten, die sind ja richtig random auf der Map. Also ihr seht sie zwar so ein Schimmer, also so von oben, wo die Kisten liegen. Und dort zahlen wir glaube ich 950 Stutz. Also Punkte für random Waffen. Also da sind ganz viele Waffen drin, die meisten sind recht OP. Und viele kannst du auch gar nicht kaufen, so an der Wand oder so. Und wenn er Pech hat, ist halt der Teddy drin oder irgendein Müll. Und wenn der Teddy drin ist, dann verschwindet die Kiste. Und dann, wow, das ist wie so ein grosser. Und dann könnt ihr sie nicht mehr haben. Also, da ist sie woanders auf der Map. Wieder. Das ist recht witzig gemacht. Was steht denn da? Vor der Sturm zu viel im Artilleriebunker. Ja, okay. Wow! Die kommen nicht mehr aus dem Nichts, die grossen. Aber bei dem muss man aufs Fässchen schiessen, wie ihr gerade gesehen habt. Das ist der Jeep. Und eigentlich ist es ja auch logisch. Aber ich würde sagen, wow. Dass da ein verdammt grosser ist. Ihr seht, also das ist einfach krank, wirklich. Ihr seht den, vor allem. Oh, wo hängt da einer? Also die sehen echt krank aus. Und er ist vor allem auch da, obwohl die Runde eigentlich vorbei ist, so quasi. Ist eigentlich immer noch da. Und jagt uns. Was mir gar nicht gefällt. Ich muss da raus, nein. Und ich gehe noch tiefer, aber let's go. Ein Leichentor! Straub erschafft alles aus Schmerzen. Ich will den Schlüssel für dieses Schloss gar nicht finden. Ich glaube auch nicht. Aber jetzt nicht zu wohl, ich kann nochmal die Falle da aktivieren. Nein, da habe ich sie aktiviert. Ah, ich komme gar nicht so weit. Nein. Wow! Nein! Da kommt nochmal so einer mit 4R, Mann, von ihnen. Ja, gerade das Special eingesetzt. Nein! Fuck!
Ah, ihr seht's, heftig gewesen. Die haben noch viele Punkte gehabt. Naja, 251 Kills, 226 Headshots. Ja, nicht schlecht. Mir hat Spaß gemacht. Coole Map, gut gemacht. Eben, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, um zu wissen, wie, wo, was. Hat gerade immer beim Anfang Strom einschalten, dies, das. Und dann hat gerade da die wichtigen Punkte reingehen, wo man auch die geile Waffen findet und alles. Aber es hat Spaß gemacht. Wird sicher wieder mal spielen, der Zombie-Modus. Und ja, vielleicht mache ich auch wieder mal ein Video drüber, wenn ich ein bisschen besser bin oder etwas herausgefunden habe. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Habe ein bisschen die neue DLC-Map können zeigen, falls ihr sie nicht habt. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dieser Zombie-Map haltet, ob ihr gerne Zombies spielt. Und was mich auch wundernimmt, habt ihr jetzt lieber so die neuen Zombies, also so wie jetzt, mit Klassen und alles, oder einfach so Oldschool-Zombie von Black Ops 1 oder so, wo ihr einfach gespielt haben, so viele Runden wie es geht, überlebt haben und fertig, ohne Drum und Dran. Da nimmt mich wirklich Wunder. Also, danke vielmals fürs Zuschauen, macht's gut und einen schönen zusammen. Ciao, ciao!